Hallo, schön sind ihr hier bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute möchten wir an unserem Junk Journal weitermachen. Da fehlen noch ganz viele Sachen drin. Wir möchten gerne ein Täschchen machen. Und zwar habe ich mir hier parat gemacht. So Sandwich Papiertüten. Ich habe die schon auseinandergenommen. Die werden ungefähr wahrscheinlich so groß. Aber eben da ich schon damit gebastelt habe, ist das zum Beispiel keine Tüte mehr und das hier ist hier oben abgerupft. Also wir nehmen auf jeden Fall einfach von dem Papier. Ich möchte eben gerne, dass das so ein bisschen transparent ist. Da kann man natürlich auch jedes anderes Zeug nehmen, Seidenpapier oder Bachpapier oder was auch immer. Ich habe jetzt gerade hier die Beutel. Ich kann euch schnell zeigen, wenn ich mir das vorstelle. Ich habe nämlich hier schon ein bisschen etwas so gebastelt. Und zwar so. Darunter habe ich aus einem so einem Tierlexikon habe ich hier so ein Bild genommen. Und dann eben das da drunter geklebt, damit das dann so schön ein bisschen durchschimmert. Und bei dem sieht es jetzt noch grad ganz besonders schön aus, weil da der Hintergrund natürlich von dem Papier auch noch gerade durchschimmert. Ich habe es noch ein bisschen eingefärbt drunter, ein bisschen rosa. Ja, ich finde das noch recht herzig. Da habe ich noch etwas anderes, auch mit diesen Sommervögeln oder was auch immer. Und da habe ich noch ein Label draufgeklebt oben. Und habe ich noch eins? Ja, ich habe noch eins. Das ist auch so. Mit hier einem Label und hier einem Label. Und so ist dann das ein kleines Täschchen für irgendwas. Das sieht ein bisschen speziell aus. Aber ich finde es eigentlich auch noch recht herzig. So, also, dann legen wir doch los. Ich würde sagen, ich habe mir parat gemacht, eben diese Sommervögel hier. Plus ein bisschen Notenpapier. Das finde ich sieht auch noch recht hübsch aus, so, wenn das so schimmert. Und ich hätte gerne eine Libelle. Das habe ich auch schon getestet, das sehen wir auch, trotz dass die Flügel so ganz fein sind. Das sieht man ganz gut. So, also dann bräuchten wir doch einfach mal 3 Täschchen. So, ich reisse das gerade einfach mal. Gerade hier durch. Wir müssen natürlich wieder schauen, dass wir reinpassen. Das ist natürlich jetzt zu breit. Und ich glaube, ja, ich will schon ein bisschen zu gross. Es darf schon so gross sein. So, und dann gibt doch das hier gerade 2. Und ja, das gibt gerade noch 1. Wow. So. Fort mit dem Zeug, das wir nicht brauchen, sonst gibt es ein Knosch. So, und so. Voilà. Und das nehmen wir da. Das Kleine, ist das nicht ein bisschen zu klein? Lieber das Grössere? Wir nehmen, glaube ich, das Grössere. Das Grössere ist gut, ist gut, ist gut. Ah, die Libelle muss ja dann auch noch drunter passen, he? Ja, genau. Also. Das Notenpapier, ich glaube, ich lasse die hier gerade dran. Das würde mir jetzt gerade noch so passen. Und ich glaube, da lenkt wirklich einfach so. Ich mache es gerade unten. Ja, das passt gut, finde ich. Aber wir könnten hier für das eine andere Farbe nehmen. Und zwar hätte ich da an die hier gedacht. Damit das noch ein bisschen
Ja, ja, nicht gerade allzu nur schwarz-weiß ist, he? Da inken wir zuerst mal rundherum um das herum. Und dann um das herum. Einmal rundherum. Und jetzt habe ich das bei den anderen Täschchen so gemacht, dass ich also das Papier ein bisschen zerknittert habe, ganz fein. Ein paar wenige so Feld. Und die dann auch noch gerade ein bisschen eingefärbt. Nicht allzu viel, sonst wird es ein bisschen zu wuselig. Da darf man doch noch ein bisschen. So, sonst ist dann zu viel des Guten. So, ein Kreuz, ganz toll. Voilà, das ist gut. Und jetzt habe ich hier den Kleber genommen, den durchsichtigen Leim. Kann man das einfach so gerade so drauf schmieren. Voilà. Ich habe das Gefühl, das muss man ausprobieren mit dem Leim. Einfach, das kann sein, dass da nicht jeder Leim funktioniert. Und auch nicht jeder Leim auf jedem Papier, weil es gibt doch die Leim, die irgendwie so reagieren mit dem Papier. Ich weiß auch nicht genau, mit was das zu tun hat. Und nachher gibt es dann so wüste Flecken. Aber dem sollte das eigentlich gehen. So, und ich würde sagen, das ist schon unser erstes Täschchen. Muss nicht einmal auf etwas Rosaniges drauf. Sondern kann da ganz gut. Könnte aber auch. Dann würde das auch noch gerade so ein bisschen durch. Seht ihr überhaupt etwas? Dann würde das Müsterchen auch noch gerade ein bisschen durchschauen. Das wäre jetzt aber gleich auch noch schön. Oder da? Ich glaube, ich mache es hier drauf. Oder? Ja, ja, komm. Einfach machen. Einfach machen. Ich glaube, das wird ganz hübsch. Aber eben, ich kann euch da also wirklich auch keine Tipps geben, wie das ist mit denen. Das hat irgendwie etwas mit der Säure zu tun, vom Papier oder vom Leim oder keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Habe mich nie damit befasst. Ich habe das nur auch schon gehört und es ist mir auch schon passiert bei Avocado gefärbtem Papier. Und, was war das? Habe ich echt den Zementitleim genommen? Das könnte sein. Der hat, glaube ich, so Abdrücke gegeben. Nicht, weil er hart war, sondern weil er wirklich das Rosa vom Avocado hat sich dann so ganz gelblich verfärbt. Das hat echt wüst ausgesehen. Das heisst, ich habe immer nachher auf der Hinterseite irgendetwas drüber kleben. So, das wäre unser erstes Täschchen. Das finde ich doch recht schnussig. So. Und, gut. Für das Zweite, was nehmen wir da? Auch wieder zuerst schauen, wie breit. Man könnte theoretisch sogar die zwei untersten nehmen. Die, weil der so ein schönes Muster hat. Und der auch. Die könnten wir doch nehmen. Die nehmen wir doch, he? So. So. Und dann sind halt dort jetzt die Flügel vom anderen noch ein bisschen drauf. Das ist mir egal. Da machen wir es noch ein bisschen schmäler. Und das ist gut. Jetzt ist es natürlich breiter als das. Aber reinpassen würde es schon. Ja. Können wir noch ein bisschen abschreissen da.
ohne dass wir den ganzen Schmetterling verschränzen. Das sollte schon gehen, hä? Ah, jetzt ist gut. Immer noch nicht ganz. Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Auf dieser Seite noch ein bisschen weisses fort. Jetzt passt es gut drauf. Jawohl. Nehmen wir die Flügel gleich weg. Das gefällt mir nicht. Weg. Komm. Knübli-Zeug. Knübli-Zeug. So. So, und dann. Ich glaube, ich nehme blau. Letztes Mal haben wir schon blau genommen. Und ich glaube, das würde mir jetzt gerade noch so gut passen. So. Das Journal, das wir hier gemacht haben, ist ja schon wieder sehr rosanig geraten. Ich weiß eigentlich auch nicht wieso. Ich wollte jetzt nicht unbedingt ein rosaniges Journal machen, aber irgendwie sind mir einfach gerade die Stoffresten so in die Finger gekommen. Und dann natürlich mit dem Avocado gefärbten Papier. Und dann, ja, die Papiere, die ich mit Schablonen eingefärbt habe, sind jetzt nicht speziell. Also ich habe jetzt nicht darauf geschaut, dass ich extra die rosanigen nehme oder so. Keine Ahnung, aber trotzdem hat es irgendwie wieder so einen rosa Charakter. Tja, das ist halt so. Aber wir können ja wirklich gut mal ein bisschen andere Farben noch reinbringen. So, komm da. So. So, ein bisschen so und noch ein bisschen so. Und dann tue ich glaube da, nicht allzu fest, aber ein kleines bisschen. Können wir doch hier noch blau machen, dass das noch ein bisschen durchschimmert dann. Ah, doch, ich glaube, das kommt gut. Da wäre unten und da wäre oben, habe ich das Gefühl. Gut, kleben wir doch das drunter. Das ist irgendwie ein gespässiges Gefühl, wenn man muss auf die schöne Seite vom Bild Leim drauf schmieren. So. Voilà. Noch ein bisschen rüber. Jawohl. Ist es gerade? Ist es gerade? Ich weiß auch nicht. Ich weiß es auch nicht. So. Mal. Das sieht, glaube ich, gut aus. Sieht jetzt der Leim schon ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, das ist nur, weil er feucht ist. Also komm, kleben wir doch das auch rein. Oh, schau, jetzt darf es rosa, würde es also schon sehr gut passen. Oder da. Oder da. Nein! Nein, ich bin voll bei rosa. Total. Da in die Berglandschaft rein. Wäre auch nicht schlecht, hä? Ja, ich weiss, ich kann mich mal wieder nicht entscheiden, aber ich glaube, es geht hier drin. Da kommt es rein. Da kommt der Leim drauf. So. Schwupp. Muss immer schauen bei meinen Kleben, dass ich da nicht allzu fett verschmiere. Wenn der Leim ein bisschen rausdrückt.
und das nachher mit dem, genau so, mit dieser Stempelfarbe, die wieder ein bisschen auflöst und dann verschlirrt. So, aber das ist doch gut. Ich finde das recht herzig. Und jetzt werden wir eben noch so eine Libelle. Eine Libelle. Aber wir können natürlich auch eine kleinere. Oder die. Die sind natürlich ganz schön. He? Sind das alle Libellen gewesen? Es wird immer gruseliger. Nein, da vorne hat es ja noch mehr. Ich wollte sagen, es gibt doch mehr Libellen auf dieser Welt. Die ist ein bisschen fett. Und die ist so grünlich. Komm, wir nehmen die. Dann können wir nämlich mit grüner Stempelfarbe etwas machen. Was ist das für eine? Schnell schauen. Smaragdlibelle. Ja, natürlich. Smaragdlibelle. So, das wollen wir auch weg haben. Das weiße Rändchen. Da unten können wir noch ein bisschen. Unten. Passt es oder passt es nicht? Es ist blöd, dass wir da die Ecke weg haben. Aber ich glaube so. Mal schauen. So, und jetzt irgendein so ein hellgrün möchte ich gerne. So was, da habe ich gedacht. Jetzt nehme ich da wieder mal meinen Kosmetikschwamm. So. Die Smaragdlibelle. Da geben wir jetzt hier noch ein bisschen mehr Smaragd. Smaragdfarbe. So. Sehr leuchtiges Grün. Dürfte von mir aus ein bisschen gelblicher sein. Könnten wir ja dann sonst noch mit irgendetwas Gelblichem drüber reingehen. Da werde ich jetzt gerade nicht zu viel Krügel machen, damit wirklich die Libelle da drunter so richtig zum Vorschein kommt, dass wir die nicht allzu fest verdecken. So, aber mir ist das ein bisschen zu grasig. Da. Das da könnte ich jetzt noch drüber schmieren. Mal schauen. Da ist noch irgendein Wetteli. Ich glaube, das können wir nehmen. So, mal schauen. Oh ja, das ist viel mehr nach meinem Geschmack. Seht ihr einen Unterschied? Oh. Sieht man ihn echt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ob man es sieht. Ich glaube schon, hä? Hier gegenüber hier. Es dämpft es ein bisschen ab, das knallige Grün. Da das Gel ja auch nicht ein knalliges Gel ist, sondern eher etwas gedämpfteres. Und immer wenn ich gedämpft sage, gedämpfte Farbe, dann kommt mir der dämpfte Uhu in den Sinn. Ich weiss echt nicht, wieso. Oh Mann. Also, das ist jetzt eine gedämpfte Libelle. Sowieso, wenn sie da hinter dem
dem Papier durchschimmert. So, gut. Oder wenn wir da gleich noch ein bisschen Gel geben. Also, ein bisschen, einfach so. Gut. Fort mit dem Zeug und draufkleben. Komm. So. So, eigentlich brauche ich hier in der Mitte gar nicht unbedingt Leim. Und ein bisschen gerade, vielleicht, wenn es geht, ein bisschen wenigstens. So. So, ja, wenn ich es natürlich nicht ganz drauf leime, dann kann es immer sein, dass es noch so ein bisschen Luft drin hat, aber das macht auch nichts. Dann tut das auch ein bisschen animieren, auch das ein bisschen runterzudrücken, um zu schauen, was darunter ist. Ein bisschen anlängen, das Zeug. Das finde ich schön. So, hey, ja, wow, die gefällt mir doch super. Und wo würde die reinpassen? Oh, da ist sie so ein bisschen blau-grau, glitzermässig. Oh nein, danke. Ist das zu wild? Das wäre auch noch hübsch ausgesehen, oder auch? Bei denen? Nein. Da leuchtet es zu fest. Entweder da, oder da, oder da. Da gefällt es mir eigentlich noch fast am besten, ehrlich gesagt. Ist da wieder... Ah, da ist schon etwas. Ich glaube im Fall, da gefällt mir das am besten. Ich leime das jetzt einfach da rein. So. Das Graublau, das ich dort mit Aquarellfarbe, mit so glitzeriger, habe ich das Papier eingefärbt und das erinnert mich ein bisschen an Wasser. Da passt doch die Libelle wunderbar hin. In den Teich gehört doch die. Auf ihrem grünen Seerosenblatt hocken sie, wo da in dem Teich innen schwimmt. Genau, so muss das sein. Das gefällt mir doch super. Hey, schaut mal, wie schnusig und fein die Täschchen geworden sind. Durch das Papier macht es das irgendwie ganz fein, finde ich. Ach, mir gefällt das. So, hey, schön sind ihr wieder dabei gewesen. Schön haben wir zusammen etwas basteln miteinander. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mir gerne einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Ihr dürft auch gerne abonnieren. Es würde mich mega freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein wollt, wenn wir wieder zusammen etwas basteln miteinander. Tschüss, bis dann.